Frau Güzel Nur dürfte ihren Mann in den letzten 7 Jahren nicht besuchen. Und wir wissen nicht, ob der Wissenschaftler noch am Leben ist. Als wir vor 7 Jahren erfuhren, dass eine Visionär uigurische Gelehrte namens Ilham Tohti, der verfassungsmäßig garantierten Rechte des uigurischen Volkes forderte, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, haben wir mit Hilfe einiger unserer europäischen Freunde die Ilham Tohti Initiative e.V. ins Leben gerufen, um ihn in internationalen Foren bekannt zu machen und sich für seine Freilassung einzusetzen. Hier möchte ich nochmals ehemalige Bundesabgeordnete Margarete Bause für ihre mühelose Einsatz für Menschenrechte, insbesondere für uns Uiguren, bedanken. Sie war damals als Fraktionschefin der Grünen in der Bayerischen Landtag Gastgeberin der Gründungsversammlung der Ilham Tohti Initiative e.V. in München. Frau Bause zusammen mit Michael Brandt November 2018 die erste Beratung der uigurischen Menschenrechtslage in der Bundestag in Form eines parlamentarischen Frühstücks organisiert. Hiermit bedanke ich mich auch bei Herrn Brandt, weil er mit viel Mühe und Fleiß ermöglicht hat, dass wir unsere Tagung zur Menschenrechtslage der Uiguren letztes Jahr in der hessischen Landesvertretung in Berlin durchführen konnten. Wir haben Ilham Tohti zunächst dem Europäischen Parlament vorgestellt und um seine Nominierung für den Sacharow-Preis gebeten und ihn für zahlreiche internationale Menschenrechtspreise nominiert, darunter auch Menschenrechtspreis der Stadt Weimar, die ich in Vertretung entgegengenommen habe. Unser nächstes Ziel ist der Friedensnobelpreis, für den er seit 2018 ständig kandidiert wurde. Laut Medienberichten in den letzten Jahren bei der Auswahl, er war eine von 5 Finalisten. Bislang wurde Ilham Tohti von vielen Wissenschaftlern und Parlamentariern weltweit für den Friedensnobelpreis nominiert, darunter auch von Martin Patzelt und Frank Schwabe. Dankeschön. Natürlich werden wir unseren Kampf für die Freilassung von Ilham Tohti und unsere Anstrebungen für seine Nominierung zu den Friedensnobelpreis in den kommenden Jahren verstärkt mit Unterstützung unserer internationalen Verbündeten und Freunde fortsetzen. Bin ich der Meinung, sicherlich Ilham Tohti verdient den angesehensten Menschenrechtspreis im Namen seines Volkes als Anerkennung für dessen Leiden, weil er sich für die Rechte und Freiheit der uigurischen Nation sich geopfert hat. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Enver Can, für diese doch sehr eindrückliche Schilderung, die nochmal einige wichtige Punkte auch in den Stationen des Lebens von Ilham Tohti aufgerufen hat. Ich würde gerne an ein paar Punkte anknüpfen. Daneben möchte ich nicht versäumen, Wenzel Michalski von Human Rights Watch zu entschuldigen, der leider krank ist, heute nicht teilnehmen kann. Deswegen würde ich gerne gleich weitergeben an Frau Derya Türk-Nachbauer, vielleicht mit ein paar Fragen. Frau Türk-Nachbauer, Sie sind ja Abgeordnete der SPD-Fraktion im Menschenrechtsausschuss unter anderem tätig. Sie befassen sich also auch sehr stark mit der
Menschenrechtspolitik der Bundesregierung, auch als Vertreterin einer Regierungsfraktion, denke ich da nochmal mit besonderer Aufmerksamkeit. Wenn wir uns die Verurteilung Ilham Tohtis nochmal vor Augen führen, die ja 2014 stattfand, eine lebenslange Haftstrafe, angeblich wegen Separatismus, die er erhalten hat, wegen recht moderater Kritik. Er ist jetzt nicht wegen irgendwelcher Unabhängigkeitsforderungen aufgefallen. Im Gegenteil, es war doch sehr moderate, sehr eigentlich verbindende, brückenbauende Kritik und Vorschläge, die er gemacht hat. Verurteilt wurde er nach nur zwei Gerichtstagen. Also steht das doch möglicherweise für eine neue Umgehensweise, für doch eine neue Politik, die wir vielleicht verbinden können mit Xi Jinping, der 2012, 2013 die Führung übernommen hat in der Volksrepublik. Für was steht dieser Fall, Ilham Tohti, aus Ihrer Sicht in der Bewertung, wenn Sie die Bewertung der Entwicklung in China sich anschauen? Wie bewerten Sie das auch als Vertreterin der SPD-Fraktion, der Regierungsfraktion, der größten Regierungsfraktion? Wie schätzen Sie die Lage dort ein und was, glauben Sie, kann die Bundesregierung ändern? Ja, vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, lieber Enver Can, dass ich heute an diesem sehr denkwürdigen Tag dabei sein darf. Ilham Tohti, der Fall, der beschäftigt sehr, sehr viele Kolleginnen und mich im Bundestag und das zu Recht. Und ich darf Ihnen zu dieser Initiative gratulieren, Herr Enver Can. Sie haben gesagt, Sie haben sich dem verschrieben, Herrn Tohti bekannt zu machen. Und ich darf Ihnen sagen, es ist Ihnen gelungen. Inzwischen weiß, glaube ich, jeder, worum es geht. Und man kann auch gar nicht mehr weghören. Das ist Ihnen wirklich sehr gut gelungen. Glückwunsch dazu. Tja, unsere China-Politik muss überdacht werden. Da haben Sie vollkommen recht. Da gibt es ja auch sehr viele Bemühungen schon. Und heute stehen wir tatsächlich an einem sehr kritischen Punkt, an dem sich Außenpolitik, Menschenrechte und vor allem auch wirtschaftliche Interessen, die ja immer wieder vorgetragen werden, überschneiden. Unser Umgang mit der Volksrepublik China muss als Balanceakt betrachtet werden. Ein Balanceakt zwischen wirtschaftlicher Zusammenarbeit, die wir ja nicht negieren können, und unverrückbaren ethischen und vor allem humanitären Prinzipien. Und es ist auch mitunter mein Job im Menschenrechtsausschuss, wie der viele meiner Kolleginnen und Kollegen, das Licht der Weltöffentlichkeit auf Räume wie Xinjiang zu lenken, wo die Uiguren, wir haben es eben von Herrn Enver Can gehört, unter wirklich schlimmsten und repressiven Bedingungen leben und leben müssen. Das ist ja nicht nur der Grundsatz unseres Grundgesetzes, sondern auch ein universelles Menschenrecht, das für alle auf der Welt gilt. Das ist unabhängig von der Herkunft, von der Religion und der politischen Überzeugung. Und danach handeln wir und versuchen zumindest. Die neue China-Strategie der Bundesregierung, darauf spielten Sie wahrscheinlich an, Herr Müller, legt das richtige Fundament. Menschenrechte sind unveräußerlich und weltweit gültig, auch in Xinjiang. Und es gibt keinen Kulturbonus für Menschenrechtsverletzungen. Und es ist unsere Pflicht, so verstehe ich mich als Abgeordnete, offen und klar unsere Bedenken und Kritik gegenüber China zu äußern. Wir müssen das Wort ergreifen, nicht nur hier in Deutschland, das tun wir zwar, aber vielleicht auch nicht genug, sondern überall dort, wo auf internationalen Gremien eine Plattform geboten wird. Die Menschenrechte sind Säulen, auf denen die Charta der Vereinten Nationen und ein friedliches Miteinander der Welt ruhen. Darauf haben wir uns alle verständigt. Und weil uns als Bundesrepublik die Mitwirkung in den internationalen Gremien einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, kann uns auch der letzte Menschenrechtsbericht der UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet, darauf werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, zur Lage in Xinjiang, die kann uns ja nicht untätig lassen oder unberührt lassen. In Bachelets UN-Bericht aus dem Jahr 22
finden sich ja ganz klare Anhaltspunkte für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der chinesischen Autonomieprovinz Xinjiang. Die Vorwürfe in dem Bericht sind mehr als alarmierend. Die Rede ist von Internierungslagern, wir haben es eben gehört, mit 1 Million Inhaftierten, von erzwungenen Geburtskontrollen, von Folter, von Umerziehung, Misshandlung und kulturelle Assimilation. Wir fühlen uns hier aufgerufen hinzusehen, wenn es so schwerwiegende Vorwürfe gegen China gibt. Und das Schicksal von 13 Millionen Uigurinnen und Uiguren, das kann uns nicht egal sein, das ist uns auch nicht egal. Und deshalb bin ich froh, dass Peter Heid und ich diese Initiative ergreifen konnten und diesen Parlamentskreis auch gegründet haben. Und aus dem letzten UN-Bericht zur Lage in Xinjiang müssen die Konsequenzen aus meiner Sicht gezogen werden. Ich erlaube mir noch mal auf einen Punkt hinzuwirken oder hinzuweisen, der mir tatsächlich Sorge bereitet. Die Menschenrechtsdialoge mit China sind leider weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Dialog ist wichtig. Wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir in Gespräche treten, dann müssen wir unser Gegenüber kennen. Aber das darf nicht nur bei Hohlformeln bleiben oder bei Lippenbekenntnissen bleiben. Da muss auch irgendwas bei rumkommen. Es geht ja nicht nur um das abstrakte Benennen von Menschenrechtsverletzungen, sondern um konkrete Maßnahmen. Ich vermisse noch konkrete Maßnahmen. Und wir dürfen, glaube ich, auch über Sanktionen sprechen. Sanktionen dürfen kein Tabu sein, wenn sie als letztes Mittel zur Durchsetzung von Menschenrechten dienen. Ausfuhrkontrollen spielen in diesem Kontext auch eine wichtige Rolle. Darüber werden wir wahrscheinlich in der Bundesrepublik noch weiter sprechen müssen. Deutsche Waren dürfen nicht für Menschenrechtsverletzungen in China missbraucht werden. Technologien, die zur Überwachung der Repression genutzt werden können, müssen geprüft werden, gestoppt werden. Insbesondere in sensiblen Bereichen müssen wir die Zusammenarbeit mit unseren Wertepartnern, es gibt ja genug like-minded States, da müssen wir unsere Zusammenarbeit stärken. Ja, also das erstmal grob von mir vorab. Ich glaube, wir haben nachher noch viel zu diskutieren. Ich könnte natürlich noch länger ausführen, aber ich bin gespannt auf die Beiträge meiner Kolleginnen und Kollegen und den anderen Teilnehmenden. Vielen Dank soweit. Ja, vielen Dank, Frau Türk-Nachbauer. Da sind in der Tat ganz viele Punkte dabei gewesen, die wir noch weiter diskutieren können. Gerade wo Sie den Menschenrechtsdialog erwähnten, etwas, was mir natürlich auch als jemand, der sich mit Menschenrechten in Tibet und in China befasst und natürlich auch im Austausch mit meinen uigurischen Kolleginnen und Kollegen auch immer quasi berührt hat, sehr berührt hat, teilweise ja leider auch negativ berührt und zuletzt hauptsächlich negativ berührt, weil eben keine Ergebnisse aus diesem Format einfach schlicht gekommen sind, auch egal wie engagiert die jeweilige Menschenrechtsbeauftragte oder Beauftragte auch war. Insofern stellt sich für uns die Frage als Zivilgesellschaft, was sollte man stattdessen tun? Gibt es natürlich einige Ideen auch, die natürlich aus der Zivilgesellschaft immer wieder kommen. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, was kann denn der Spielraum überhaupt sein? Was sollte denn konkret, vielleicht wenn wir ins nächste Jahr schauen oder in die nächsten Monate, was kann aus Deutschland eigentlich als Impuls kommen auf der internationalen Ebene, auf der EU-Ebene? Und da wollte ich gerne Herrn Peter Heid fragen. Peter Heid ist menschenrechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, ebenso auch Co-Vorsitzender der Uigurengruppe im Deutschen Bundestag, er ist auch in der Parlamentsgruppe Tibet vertreten. Herr Heid, wie sehen Sie die Spielräume? Was sollte auf internationaler Ebene als Impuls von Deutschland ausgehen? Wir haben ja immer mal wieder auch Gelegenheiten, jetzt ja demnächst auch die Überprüfung Chinas im Menschenrechtsrat. Was kann aus Sicht der Liberalen dort ja als Akzent gesetzt werden? Ja, vielen Dank, Herr Müller. Zunächst einmal Entschuldigung, dass ich keine Kamera habe, aber das habe ich irgendwie technisch leider nicht hinbekommen. Ja, Sie sprechen sehr Wichtiges an. Der Menschenrechtsrat der UN, das ist ja ein Nebenorgan der UN-Generalversammlung. Und es geht da um die Förderung und Schutz von Menschenrechten.
Da sind 47 Mitglieder drin und das UPR-Verfahren, dieses Universal Periodic Review, begutachtet regelmäßig die Menschenrechtssituation in allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Deutschland ist jetzt auch wieder dran. Zusammen mit der Türken-Nachbauer bin ich auch dann Anfang November in Genf, um dort auch da Gespräche zu führen. Und natürlich werden wir dort auch die Situation in China ansprechen. Problem ist halt, dass im UN-Menschenrechtsrat eben auch autoritäre Länder wie China sitzen. Und China hat bislang alle Debatten im Plenum des Menschenrechtsrats erfolgreich verhindert, die sich wirklich mal konkret mit der Situation in China auseinandersetzen. Und China bekämpft und verhindert kritische Berichterstattung immer mit dem Narrativ der Einmischung in innere Angelegenheiten und versucht im Prinzip, ja, ganz generell durch das Platzieren von autoritären Narrativen und gezielten Angriffen auf die Glaubwürdigkeit und Legitimität anerkannten UN-Institutionen, die zu schwächen. Deshalb muss es unser Ziel eben sein, diese multilateralen Einrichtungen, die UN-Einrichtungen eben zu stärken. Denn wir sind ja, Kollegin der Türken-Nachbauer hat es gesagt, die Menschenrechte gelten universell. Und deshalb ist eben die Kritik an der Verletzung von Menschenrechten gerade keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Und China ist ja durchaus verschiedenen internationalen Konventionen beigetreten, im UN-Sozialpakt. Ne? Den Zivilpakt haben sie zwar unterschrieben, aber nicht ratifiziert. Und in dem Sozialpakt geht es ja gerade auch um kulturelle Rechte. Und die werden bei den Uiguren, aber auch bei den Tibetern eindeutig und klar verletzt. Und deshalb müssen wir uns zusammen mit der Europäischen Union eben dafür einsetzen, dass das Thema Uiguren auf die Tagesordnung des UN-Menschenrechtsrats kommt und dass die Verletzungen, die schon beschrieben worden sind, sichtbar werden. Und das ist etwas, was auch diese Bundesregierung sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir auch tun, dass wir aber noch stärker tun müssen. Und wenn wir jetzt ganz aktuell auch mal schauen, die Zwangsarbeit von Uiguren ist auch ein Thema, das wir stärker in den Fokus nehmen müssen. Wir haben verstärkte Berichte über Zwangsarbeit auf chinesischen Fischereischiffen durch Uiguren. Und insofern ist das auch beim Europäischen Parlament ein Thema. Ich vermute, dass der Kollege Ero dazu auch was sagen kann. Und im Prinzip müssen wir die Einfuhr von Waren und Gütern, die mit Zwangsarbeit hergestellt worden sind, verhindern. Wir haben in Deutschland ein Lieferkettengesetz, in Europa reden wir auch darüber. Das ist für mich ein Fall, wo wir eine klare Anwendung des Lieferkettengesetzes haben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, die meisten Menschen in Deutschland wollen, wenn sie gefragt werden, wollt ihr etwas kaufen, was mit Zwangsarbeit hergestellt ist? Die wollen das nicht. Die sagen, nee, sowas wollen wir nicht. Und das muss man eben dann auch sehr deutlich machen. Da geht es auch für mich dann um Transparenz, um mehr Veröffentlichung von der Situation. Und deshalb werde ich mich auf jeden Fall auch dafür einsetzen, dass wir dieses Thema Zwangsarbeit mit Uiguren auch ganz klar auf die Tagesordnung setzen. Ja, vielen Dank, Herr Haidt, für diese Hinweise und Anmerkungen. Sie erwähnen die europäische Ebene. Da möchte ich gleich weitergeben an Herrn Erudo von den Freien Wählern. Herr Erudo, Sie setzen sich schon seit einiger Zeit sehr intensiv ein für die Situation der Uiguren. Und das Europäische Parlament ist ja ein ganz wichtiges Spielfeld auch in unseren Beziehungen zur Volksrepublik von der EU aus. Und es sind ja auch schon sehr viele, siehe Sacharow-Preis-Initiativen ausgegangen, ganz konkret auch für Individuen wie Ilham Tohti. Wie ist Ihre Bilanz? Zum Beispiel haben wir auch das Thema Sanktionen erwähnt. Wie ist Ihre Bilanz der EU-Politik gegenüber China und was kann aus Ihrer Sicht auch ganz konkret für die Situation Ilham Tohtis getan werden?
Ja, auch erstmal herzlichen Dank der Runde und auch Enver Can für seinen unermüdlichen Einsatz für das uigurische Volk. Dafür hier nochmal herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass ich das unterstützen kann, soweit ich kann. Ja, wir im Europäischen Parlament haben uns ja in der vergangenen Periode nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss man eigenständig, eigenkritisch durchaus sehen. Haben aber, und das will ich ganz klar sagen, mit dem Sacharow-Preis, ich hoffe, auch wieder einiges gut gemacht, um ganz klar die schlimmen Menschenrechtsverletzungen, ich spreche ja auch vom Genozid am uigurischen Volk, ich will mal sagen, ins Licht zu holen. Das ist eine wirklich sehr schlimme Menschenrechtsverletzung oder ein Völkermord, der dort stattfindet in China und leider haben wir es noch nicht geschafft, im Europäischen Parlament das auch so zu bezeichnen. Ich kämpfe weiter dafür, dass wir es so nennen, wie es ist, denn die Leaks aus den Polizeiakten, aus diesen sogenannten Umerziehungslagern zeigen ja ganz klar die Geburtenkontrollen oder die Geburtenbeeinflussung und das ist aus Sicht der UN ja auch ein Völkermord. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch im Europäischen Parlament hinbekommen. Und da haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sicherlich nicht nur das Europäische Parlament, auch die Mitgliedstaaten halt einige Fehler gemacht in den wirtschaftlichen Beziehungen zu China. Ich sage immer im privaten Leben, Freunden, Bekannten, Menschen, die du nicht kritisierst, die beherrschen dich. Menschen, die du nicht kritisierst, die beherrschen dich. Und dass die Europäische Union und viele Mitgliedstaaten sich nicht trauen, Wahrheit und Klarheit gegenüber China auszusprechen, bedeutet letztendlich, dass die chinesische Regierung uns und unsere Politiker in der Europäischen Union beherrschen. Und als Volksvertreter lasse ich mich von Drittstaaten nicht beherrschen. Deswegen spreche ich es klar an. Und ich bin froh, dass wir letztendlich in 2022 ja schon mal geschafft haben, sozusagen als Europäisches Parlament diesen Genozid als Verbrechen an der Menschlichkeit zu verurteilen. So, was müssen wir noch machen in der Zukunft? Wir müssen als Mitgliedstaaten und auch als Europäische Union aus dieser Beherrschungskontrolle Chinas uns befreien. Und das geht vor allem erstmal wirtschaftlich. Wir müssen zusehen, dass wir eine Volkswirtschaft aufbauen, die funktioniert ohne den massiven Einfluss von China in unsere Politik, in das, was Politiker aus Deutschland oder aus den Mitgliedstaaten sagen. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das kommen muss, denn es ist ja hier nun wirklich ganz klar mit Beweisen auferlegt. Was können wir noch ganz konkret für Ilan Tooti machen? Wir sprechen das natürlich immer und überall an, aber Ilan Tooti steht nur symbolisch für mich für diesen Völkermord, die Auslöschung einer Kultur, die Kultur der Uiguren. Und das müssen wir verhindern. Es darf nicht sein, dass wir in diesem Jahrhundert einem Völkermord zuschauen, eine Auslöschung einer Kultur mit Worten begleiten. Und wir müssen aus dieser Beherrschung raus. Ich sage das ganz klar und ganz offen. Und das betrifft uns alle Politiker. Und ich suche ja auch nicht die Schuldfrage, welche Partei, welche Politik, welche Regierung in 27 Mitgliedstaaten ist dafür schuld. Wir müssen aus dieser Beherrschungsrolle raus und daran arbeiten wir hier im Europäischen Parlament. Und das Lieferkettengesetz ist sicherlich ein wichtiger Punkt dafür. Wichtig ist aber, dass wir sozusagen wirtschaftlich stabil bleiben müssen, um auch die Selbstkontrolle zu behalten. Und das ist jetzt dieser spannende Spagat, den wir hinkriegen. Aber am Ende des Tages bin ich der festen Überzeugung, dass kein Mensch in Europa oder auf der Welt freiwillig ein Kleidungsstück tragen möchte, wo Blut von uigurischen Menschen dranhängt. Und das müssen wir klar machen. Und jeder ist, glaube ich, gerne bereit, 10 € dann auch mehr zu zahlen oder sich vielleicht ein T-Shirt nicht zu kaufen, wenn er weiß, welche Geschichte dieses Stück Baumwolle hat. Und das müssen wir den Menschen da draußen klar machen und auch die Konzernen klar machen,
dass kein Arbeitsplatz der Welt und kein Wohlstand der Welt einen Völkermord rechtfertigt. Ja, vielen Dank, Herr Eroglu. Denke ich, viele Punkte auch in Ihren Anmerkungen. Was mir auffällt, ist natürlich, und das ist ja unvermeidlich, dass wir natürlich, wenn wir über Menschenrechte in China sprechen, sofort auch auf das Thema Wirtschaft zu sprechen kommen. Wirtschaft, die die Menschenrechte überlagert, die unsere Interessen dominiert. Ich denke, das kann man schon so auch in der Deutlichkeit sagen. Ich wollte in dem Zusammenhang gerne an Herrn Patzelt, Martin Patzelt, schön, dass Sie noch sich dazugeschaltet haben, mal ein paar Fragen stellen. Herr Patzelt ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter, war auch im Menschenrechtsausschuss sehr aktiv für die CDU-CSU-Fraktion und jetzt, wie man sieht, natürlich immer noch sehr aktiv, was mich sehr freut. Herr Patzelt, kommt in unseren Beziehungen zu China nicht eine grundsätzliche Problematik zum Ausdruck? Eine, die nicht nur jetzt den Bereich der Politik, den wir eben schon angesprochen haben, Wirtschaft haben wir gerade angeschnitten, da können wir gerne noch weiter darüber diskutieren, aber der auch unsere Gesellschaft insgesamt, wir sprachen auch über Kleidungsstücke jetzt und über Zwangsarbeit, die von den Uiguren geleistet werden muss, damit wir billige Ware hier konsumieren können. Betrifft es nicht eigentlich auch weit mehr als Politik und Wirtschaft? Oh, so. Zunächst einmal möchte ich Ihnen, Herr Müller und Herrn Kahn und all Ihnen anderen, die hier in der Runde sind, einen guten Tag sagen. Ich habe vergeblich versucht, 20 Minuten einen Ton zu finden und ein Bild zu finden. Also ich war schon dabei und konnte Sie zumindest mimisch miterleben. Ich bin dankbar für diese Frage, weil mich das Problem natürlich immer beschäftigt hat. Was können wir denn eigentlich grundsätzlich tun als deutsches Volk, also europäische Gemeinschaft? Und was sind denn eigentlich die Hemmnisse? Denn die Erklärung, die wir heute hier abgegeben haben, meine Kolleginnen Parlamentarier, aber auch Sie, Herr Müller, und auch Herr Kahn, die kenne ich alle. Die sind grundsätzlich, und ich finde das auch richtig, dass wir immer wieder neu buchstabieren, was können wir denn eigentlich machen, wo fangen wir an, vielleicht mit der Kleidung, die durch Zwangsarbeit entstanden ist, mit Kinderarbeit oder wie können wir die Situation von einzelnen Menschen verbessern durch einen Einsatz. Wir haben ja sogar mal die Bundeskanzlerin motiviert in meiner Zeit, dass sie dann bei ihren Gesprächen dann sich für jemanden Einzelnen einsetzt. Aber es wurde ja zu Recht gesagt, die stehen ja dann eigentlich für alle. Und es sind nicht nur die Zwangsarbeiter auf den Schiffen, es sind auch die Menschen, die in den Fabriken arbeiten, in deutschen Autofabriken, wir haben es angesprochen. Und die grundsätzliche Problematik ist doch, ich will mal zwei Dinge sagen. Das erste, wir müssten eigentlich einen Menschenrechtsdialog mit den Chinesen in eine inhaltlichen Art führen. Denn sie verstehen unter Menschenrechten nach meinen Erfahrungen ganz was anderes als wir. Mir sagte mal der chinesische Botschafter bei einem Gespräch, wir haben gerade wieder 40 Millionen Menschen satt gemacht. Ist das nichts? Sind das keine Menschenrechte? Ich habe ihn dann gefragt, ja, und was machen denn die Menschen, die satt sind? Was führen die dann für ein Leben? Ist dieses Leben denn tatsächlich attraktiv für sie? Das ist die eine Frage, also ein Dialog über Menschenrechte, so wie wir sie verstehen. Und das zweite, auch ein Dialog über Menschenrechte in unserem Lande. Denn die Frage, die Sie mir grundsätzlich gestellt haben, die beantworte ich nicht so positiv. Ja, es wird Menschen geben, die auf eine Kleidung verzichten, die auch preisgünstiger ist und in Qualität gut, wenn sie wissen, dass sie unter Zwangsarbeit hergestellt wurde. Aber ich bin da nicht so optimistisch wie meine Vorredner, dass tatsächlich dann ein Großteil der Menschen in Deutschland darauf verzichten würde. Wir leben in einer Demokratie und wir Politiker sind abhängig von Mehrheiten. Und die Spannung zwischen wirtschaftlichem Erfolg und einer guten sozialen Lage von Menschen ist sehr abhängig auch davon, wie wir Waren kaufen und verkaufen. Und die Situation mit dem russischen Gas hat uns ja mal ganz deutlich gemacht, wohin es gehen kann, wenn wir für Menschenrechte, für Gerechtigkeit in anderen Völkern, wo es uns noch nicht mal so betrifft, wenn wir uns da einsetzen. Menschenrechte kosten Geld. Und das müssen die Menschen in Deutschland mehrheitlich, damit dann auch die Wahl entsprechend ausfällt, begreifen lernen.
Es gibt keine Menschenrechte zum Nulltarif. Und in meinen Gesprächen mit ausländischen Politikern habe ich mich bemüht, während der Zeit der Bundestagsmandate, dass ich auch, wenn es zu solchen Gesprächen kam, immer deutlich gemacht habe, ihr habt auch etwas von den Menschenrechten, so wie wir sie verstehen. Schaut bitte die Länder an, in denen die Menschenrechte, so wie wir sie verstehen, eine größere Bedeutung haben, wie es den Menschen dort geht, wie der soziale Fortschritt vorangeht, wie Bildung vorangeht. Also jedes Land, was sich für Menschenrechte einsetzt und Diktatur abbaut, wird auf lange Sicht, mittel- oder langfristig auch etwas davon haben für die Menschen. Wenn es natürlich nur um Machterhalt geht, dann interessiert der Wohlstand oder die Freiheit eines Menschen überhaupt nicht. Wenn man aber sagt, ich fühle mich verantwortlich für die Zukunft der Menschen auch in meinem Lande, dann gucke ich doch auf die Länder, wo tatsächlich das Glück der Menschen, das ist ein großes Wort, die Befreiung, die Emanzipation der Individuen ein größeres geworden ist. Und ich bin wirklich überzeugt, dass auch Innovationen in Wissenschaft und Technik auf Dauer, und das sage ich mal als ehemaliger DDR-Bürger, Schaden leidet, wenn die Freiheit des Menschen bedrängt wird, wenn sie eingeschränkt wird. Insofern hat auch jede Nation, die sich für Menschenrechte einsetzt und sie versucht zu gewährleisten in ihrem Lande, sie hat auf lange Sicht große Vorteile. Ich habe das immer so formuliert, warum müssen die Chinesen mit so viel Fotoapparaten rumlaufen in der Welt? Ja, weil sie sind ein fleißiges Volk und sie sind sicherlich auch klug, aber Innovation kann nur in Freiheit gedeihen. Und Freiheit und Menschenrechte gehören unmittelbar zusammen. So, jetzt habe ich mich ziemlich weit verbreitet. Ich sollte ja eine allgemeine Antwort geben. Aber ich glaube, der Dialog in unserem Lande muss viel, viel breiter laufen, damit wir die Zustimmung von einer Mehrheit von Wählern bekommen, dass Menschenrechte Geld kosten, dass unsere Sanktionen Geld kosten, dass wir aber einen außerordentlich hohen Schatz zu hüten haben, der unser Leben eigentlich freier und glücklicher macht. Vielen Dank, Herr Patzelt. Auch viele Punkte bei Ihnen, die wir, glaube ich, noch in weiteren Gesprächen erörtern können. Ich würde vielleicht ein paar Sachen aufnehmen, die mir bei Ihnen so klar geworden sind oder ins Bewusstsein kam. Die Frage, was setzen wir ein? Was wollen wir als Gesellschaft einsetzen, um eine substanzielle, konsequente Menschenrechtspolitik umzusetzen? Sie sagen es, Menschenrechte kosten Geld. Und wir haben ja gesehen, wie im Falle Russlands ja ein Zuwarten oder ein Nicht-Reagieren oder Nicht-Wahrnehmen wollen, was dort geschieht, zugunsten von unseren Wirtschaftsbeziehungen, welchen Schaden das angerichtet hat. Und der Bundeskanzler hat ja vor einem Jahr, mehr als 1,5 Jahren, jetzt fast, wenn ich richtig, mehr als 1,5 Jahren, von einer Zeitenwende gesprochen, ein Wort, das wir ja sehr oft jetzt bemüht haben. Glauben Sie, Frau Türk-Nachbauer und auch Herrn Haidt vielleicht im Anschluss daran, dass sich auch so etwas wie eine Zeitenwende in Bezug auf China anbahnt oder sich entwickelt, ein Umdenken vielleicht, dass das aufgreift, auch was wir schon diskutiert haben, dass wir Menschenrechten oder einer innenpolitischen Entwicklung im Land vielleicht eine größere Beachtung schenken müssen als bisher. Ist das eine Wahrnehmung, die Sie vielleicht haben können, die dann natürlich auch vielleicht auch die Situation vor den Uiguren, vor den Hongkongern, Tibetern, auch was Taiwan angeht und dann auch Individuen durchschlagen kann? Haben Sie so das Gefühl, da gibt es auch eine Veränderung in Richtung stärkere Menschenrechtspolitik? Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich. Dieses Wort Zeitenwende, was Sie genannt haben, was wirklich sehr häufig bemüht ist tatsächlich auch eine Zeitenwende in der Ausrichtung unserer Außenpolitik. Und wir haben anhand unserer Abhängigkeiten von Russland gesehen, dass es nicht unbedingt gesund ist für eine
Bundesregierung oder für Deutschland, sich in einseitige Abhängigkeiten zu begeben. Und ich finde es gut, dass jetzt offener darüber debattiert wird, dass die Lage in China ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt ist, was vorher vielleicht nicht so war. Aber wir richten uns als Bundesregierung, und da bin ich auch allen Koalitionspartnern dankbar dafür, da ist man ausnahmsweise mal, nein, will ich jetzt nicht sagen, aber in einer Marschrichtung unterwegs, dass das Thema Menschenrechte im Zentrum unseres Handelns sein muss, dass wir Abhängigkeiten reduzieren müssen, dass wir unsere Wirtschaft anders aufstellen müssen, dass wir andere Partnerinnen und Partner brauchen und dass wir es aber nicht versäumen, bei jeder Gelegenheit auch diese Menschenrechtsverletzungen anzusprechen und etwas selbstbewusster mit unseren Werten umzugehen. Und dieses Umdenken ist, glaube ich, schon erfolgt. Und ich bin auch den Bürgerinnen und Bürgern dankbar, die da auch aufmerksamer sind. Seit wir den Parlamentskreis Uiguren zum Beispiel gegründet haben, haben wir sehr, sehr viele Zuschriften von Menschen bekommen, denen das ein Anliegen war und die es bemängelt haben, dass dieses Thema noch gar nicht so im Bundestag stattgefunden hat, die das jetzt sehr für gut befinden. Wir haben Zuschriften von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der Uni Konstanz, Uni Gießen, die sich schon jahrelang mit der Thematik befassen und meinten, sie hätten eben die Plattform noch nicht gehabt. Sie möchten viel mehr darüber sprechen. Und das muss auch unser Ziel sein, unser aller Ziel sein. Und bin, wie gesagt, froh, dass alle Demokratinnen und Demokraten im Parlament mit Opposition, die Union ist da ein verlässlicher Partner bei diesem Punkt an unserer Seite, dass wir dieses Thema mehr in den Fokus rücken. Ja, vielen Dank. Herr Haidt, wie sehen Sie, wie ist Ihre Einschätzung? Vielleicht ein etwas Wasser in den Wein von meiner Seite, wenn ich bemerke, dass gerade wenn wir an Zeitenwende denken, ja in 2022, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, es Rekordinvestitionen der deutschen Wirtschaft in China gegeben hat. Wie passt das zusammen mit der Entwicklung, die Frau Türk-Nachbauer geschildert hat? Wie bewerten Sie das? Das ist ein sehr schwieriger Prozess, den wir hier vor uns haben. Ich glaube, es ist das erstmal sehr wichtig, was meine Kollegin gerade herausgearbeitet hat, dass wir diese Zeitenwende erkannt haben und dass wir uns positioniert haben als Bundesregierung, als Koalition. Wir haben eine China-Strategie verabschiedet. Das erste Mal, dass dieses Land, Deutschland, eine China-Strategie hat. Und da stehen sehr viele wichtige Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, China ist ein systemischer Rivale. Und diese Erkenntnis leitet die Koalition und die Bundesregierung. Und das bedeutet für uns, dass wir natürlich unsere Wirtschaft klar machen. Es muss neue Absatzmärkte geben, es muss neue Handelslieferketten geben, neue Handelsbeziehungen geben. Diese Bundesregierung schließt ja auch neue Handelsabkommen mit anderen Regionen. Und ich will an der Stelle mal ganz deutlich sagen, das ist ja alles insgesamt auch nicht so einfach. Wenn Sie sich diese Welt anschauen, dann stellen Sie ja fest, dass Sie jetzt Länder haben wie Indonesien oder Malaysia, die extrem auf Seiten der PLO und der Hamas sind. So, dann sehen Sie ein Land wie Indien, hochinteressant. Nur als Menschenrechtler sage ich, naja, der Hindu-Nationalismus ist auch nicht so ganz ohne. Der wird auch angesprochen. Und wenn Sie das bei Indern tun, was ich und auch die Kollegen machen, dann wird Ihnen sofort Kolonialismus vorgeworfen von Seiten der Inder. Insofern ist die Aufgabe, die wir haben, extrem schwierig. Ich glaube, dass wir innerhalb der Europäischen Union unsere Handelsbeziehungen noch weiter stärken müssen, dass wir innerhalb der Europäischen Union verstärkt versuchen müssen, dass wir Sachen produzieren können. China ist nämlich ein klarer Wettbewerber in vielerlei Hinsicht. Wir müssen unsere Schwachstellen identifizieren, diese Schwachstellen abbauen, unsere Stärken identifizieren und diese Stärken ausspielen. Und wir müssen gerade unserem Mittelstand helfen, neue Lieferketten aufzubauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade der Mittelstand, der in Deutschland stark ist, das auch erkannt hat. Ich kenne einige Firmen, die ihre Geschäftsbeziehungen
zu China reduziert haben und neue Wege eingeschlagen sind. Da müssen wir sie unterstützen. Und lassen Sie mich am Schluss noch auf eines hinweisen, was mir sehr wichtig ist und ich war ja auch zusammen in Taiwan gewesen. Ein völlig faszinierendes Land und wir müssen den Chinesen immer wieder deutlich machen, wie wichtig uns das Land Taiwan ist. Wir müssen Taiwan als Teil der internationalen demokratischen Gemeinschaft fördern, anerkennen und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir am Ende des Tages auch unter allen Umständen verhindern müssen, dass China nachher eine Veränderung der Taiwanstraße mit Gewalt durchführt. Das ist für mich persönlich oder auch für die Freien Demokraten insgesamt ein extrem wichtiges Ziel, denn das würde all das, was wir mit dem Ukraine-Krieg erleben, nochmal in den Schatten stellen. Vielen Dank, Herr Heid. Herr Eroğlu, bevor ich zu Herrn Patzit komme, der sich meldet. Herr Eroğlu, wie sehen Sie die Entwicklung in Deutschland, auch aus Oppositionssicht? Reicht das aus, was Deutschland tut, was sich hier entwickelt? Der Kollege Petzold hat es ja schon angesprochen. Also die Rolle von unserer Teilen der deutschen Automobilindustrie, wo ja Politik ja auch Teilhaber ist, ist für mich schon etwas schwierig. Und ich glaube, da müssen wir oder können wir mehr machen. Da bin ich der festen Überzeugung, da könnten wir mehr machen und müssen auch schneller mehr machen. Bei dem Thema zur Zwangsarbeit oder das, was das Europäische Parlament ja auch geleistet hat, viele können sich oder einige können sich vielleicht daran erinnern, wir hatten ja mal zwischen Weihnachten und Silvester war das eine Aussage damals von der Kanzlerin Frau Dr. Merkel und Macron, die ein CAI-Abkommen, ein Investitionsabkommen mit China machen wollten. Aus dem Rat heraus, so wie es mal formulieren. Ich bin sehr froh, dass wir im Europäischen Parlament das gestoppt haben, mit einer großen Mehrheit, um letztendlich auch hier, und das war ja noch weit vor dem Krieg in der Ukraine, hier, ich will mal sagen, die Volksvertretung schon den Riecher an der richtigen Stelle hat. Ich glaube, es war ein wichtiges Zeichen. Wird in Deutschland ausreichend gemacht. Ich glaube, wir Politiker, egal welcher Partei, die sich mit Menschenrechten beschäftigen, die Humanität im Augenblick hat oder im Fokus hat, arbeiten hier überall. Es ist halt jetzt wichtig, diese Systemabhängigkeit von China zu beenden und letztendlich damit selbstständiger zu werden. Ich möchte die Bundesregierung in dem Sinn nicht kritisieren. Ich bin und hoffe, dass sie da den richtigen Riecher hat. Und ich sehe ja auch an den Papieren, die da kommen, das sei mir aber gestattet als Oppositioneller, der vielleicht nicht so da in den Themen drin ist, da ist man dann ungeduldig. Jeden Tag, den wir verlieren, wird unglaubliches Leid angerichtet in China. Wir reden heute über die Uiguren, die Kollegen hatten schon Tibet angesprochen, wollen wir gar nicht über Hongkong reden, Millionen von Menschen, die Jahrzehnte in Demokratie gelebt haben und 3 Jahre später in einem Albtraum der Diktatur aufwachen. Eine Systemveränderung. Also ich will die Bundesregierung nicht kritisieren. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten. Ich bin ungeduldig. Ich hätte gerne mehr. Und wenn ich jemanden kritisieren möchte, dann gerne ein Bundesland, was in einem Autokonzern sehr aktiv ist. Da glaube ich, wäre definitiv mehr möglich. Und aber auch, um Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern, in dieser Automobilbranche definitiv mehr möglich. Denn der Kollege Heid hat es angesprochen, 2040, der Plan ein China, wenn jetzt der Einmarsch auf das für mich selbstständige Land Taiwan erfolgt, würde das ja bedeuten, dass wir letztendlich folgerichtig jegliche wirtschaftlichen Beziehungen zu China beenden müssten. Und darauf müssen wir uns schneller vorbereiten, bin ich der festen Überzeugung. Also ja, ich glaube, dass wir mehr machen können. Wir sollten aber hier letztendlich nicht politischen Kampf machen, sondern gemeinsam suchen, um diesen Völkermord zu stoppen. Also wenn die Kultur ausgelöscht ist der Uiguren, dann können wir in 50 Jahren uns nichts mehr von kaufen. Herr Patzelt, bitte, Sie hatten sich zu Wort gemeldet.
Sie müssten sich. So, danke. Ich bin erstmal dankbar, dass Herr Rugle nochmal das Schicksal der konkreten Menschen in den Blick von uns genommen hat. Es geht immer um Menschen, um ihr Leben, um ihr relativ kurzes Leben in unseren Epochen. Und wir müssen schon alles tun, damit es ihnen besser geht. Trotzdem will ich den Blick darüber im Allgemeinen denken. Ich glaube, Frau Türk-Nachbauer hat auch recht, wenn sie darauf hingewiesen hat, dass wir tatsächlich eine Wende in der Außenpolitik vollzogen haben. Ich war richtig fast ein bisschen glücklich, als ich dann die Außenministerin am Anfang ihres Wirkens erlebt habe, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Konsequenz sie eigentlich für die Menschenrechte eingetreten ist. Das hat mich unglaublich erfreut, weil ich 8 Jahre im Menschenrechtsausschuss immer das Gefühl hatte, wir sind nur das Feigenblatt der Politik. Tätig wären und aus einem freien Land kommen, aus einer Demokratie, in der die Menschenrechte in den Grundgesetzen verankert sind, die müssten deutlich machen, es geht uns um Geld, ja, es geht uns um Gewinn, aber nicht um jeden Preis. Und wenn ein Konzern oder ein Unternehmen in China tätig würde und sagt, die Menschenrechte sind uns ganz genauso, vielleicht noch ein bisschen wichtiger, weiß ich nicht, aber genauso wichtig wie der Gewinn, den wir hier machen wollen und die Glaubwürdigkeit auch leben, dann würden wir die Chinesen beispielsweise vielleicht davon überzeugen, dass uns die Menschenrechte was wert sind, dass sie nicht nur ein frommes Bekenntnis sind, sondern dass wir sagen, ja, die gehören zu unserem Erfolg dazu auf Dauer. Ich habe mich vorhin darüber geäußert. Und wir werden Schiffbruch erleiden, alle miteinander, wenn wir tatsächlich nur nach materiellen Werten sehen und sagen, da machen wir dann mal die Augen zu. Und eigentlich können wir ja noch sogar ein bisschen Mehrwert erzielen, wenn wir billige Arbeitskräfte haben. Und wenn es dann nicht an die Öffentlichkeit kommt, wenn es medial nicht verbreitet wird, dann ist es auch gut, dann ist unsere Gewinnmarge höher. Wir können auch in Deutschland Bilder verkaufen oder im europäischen Ausland. Also wissen Sie, die Glaubwürdigkeit von Politikern müsste sich immer mit den Menschenrechten verbinden. Und ja, wir müssen dort investieren, wir wollen kooperieren, das rettet auch Frieden, Zusammenarbeit, alles andere kann ich mir nur furchtbar vorstellen. Aber das, was Frau Baerbock beispielsweise mal am Anfang ihres Auftretens dann in Konsequenz auch gesagt hat, das waren ja ganz neue Töne. Die hätte ich mir auch zu der Zeit, als wir regiert haben, gewünscht. Ja, danke. Das sind klare Worte, Herr Patzelt. Auch was die vergangene Regierung angeht. Ich denke, wir haben eine ganze Reihe von Fragen und Punkten auch angesprochen, was mich, und Sie haben das erwähnt eben, Herr Patzelt, was mich interessiert, was, glauben Sie, kann man für die einzelnen Menschen tun? Was ist möglich für die einzelnen betroffenen Uiguren? Wir haben jetzt gesprochen über Menschen, die direkt Gegenstand oder halt Ziel von Repressionen werden in China. Aber wir reden ja auch über viele Uiguren, die im Exil leben, in der Diaspora leben, wie viele andere auch, wie Hongkonger jetzt mittlerweile auch, wie Tibeter und andere. Und da sind uns ja jetzt solche Phänomene zuletzt begegnet. Auch schon, denke ich, für die es betrifft, auch schon seit einiger Zeit länger bekannt, nämlich die Tatsache, dass Uiguren und andere auch hier damit rechnen müssen, dass der Parteienstaat, dass die Kommunistische Partei auch ihnen nachstellt hier in Deutschland. Wie bewerten Sie das? Wofür steht das? Wie schätzen Sie ein, wie unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Regierung darauf reagiert? Ist es ausreichend? In anderen Ländern hat es Strafverfolgung gegeben von entsprechenden Personen, die da verdächtig waren. Hier in Deutschland hält man sich doch eher bedeckt, wenn ich das so sagen darf. Glauben Sie, dass das zutrifft? Was kann man da mehr machen? Wofür steht das eigentlich, dass wir da jetzt im Augenblick damit rechnen müssen, dass auch der chinesische Staat auch hier in Deutschland bei uns quasi Personen einschüchtert und verfolgt? Herr Heid hat sich gemeldet dazu. Bitte. Ja, also Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Also die Polizeistationen, die es auch hier in Deutschland gibt,
sind unsäglich. Und es ist ja genau genommen so, dass ja nicht nur der chinesische Geheimdienst hier aktiv ist. Wir wissen vom russischen, wir wissen vom iranischen Geheimdienst. Ich habe jetzt mit Kollegen jemand aus Vietnam aus dem Gefängnis rausgeholt, zusammen mit der Bundesregierung. Die Adresse, wo der jetzt ist, ist geheim. Und das sind Zustände, die uns besorgt machen müssen. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich bin mit den Leistungen unserer Nachrichtendienste nicht zufrieden. Wenn Sie heute wieder die Nachrichten hören, dass da jemand verhaftet worden ist, ja doch nicht aufgrund dessen, dass der BND das rausbekommen hat, sondern auf Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes. Und ich bin im Untersuchungsausschuss Afghanistan. Was glauben Sie denn, was wir da alles, ich kann das jetzt nicht im Teil hier ausbreiten, das kann ich noch nicht, aber was glauben Sie, was wir da lesen an Unfähigkeit? Und das ist ein Thema, wo wir dringend drüber reden müssen, wie wir unsere Dienste ausstatten und was wir für Konsequenzen erziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und da müssen wir ran. Jemand, der in Deutschland lebt, muss sicher sein. Und das müssen wir gewährleisten. Da haben wir noch viel zu tun. Und was mich auch nicht glücklich macht, sind die Konfuzius-Institute, die es in Deutschland immer noch gibt. Die werden zwar weniger im Verhältnis, aber das ist auch noch nicht da, wo es hingehört. Wir können da als Staat nicht ganz massiv reingehen, weil wir als Rechtsstaat eben da auch gewisse Beschränkungen haben. Aber wir müssen da mit den Universitäten im Dialog bleiben, um deutlich zu machen, dass das die falschen Einrichtungen sind, dass wir die für verkehrt halten. Das müssen wir noch sehr deutlich machen. Also da haben wir noch was zu tun. Will aber auch deutlich sagen, das Problem ist erkannt und da arbeiten wir dran. Ich habe selbst in 10 Tagen ein Gespräch beim BND. Frau Türk-Nachbauer, sind wir zu naiv oder zu naiv gewesen, was diese Fragen angeht? Nee, zu naiv nicht. Ich wollte nur auf den Punkt, was wir noch mehr machen müssen oder können, eingehen. Öffentlichkeit schafft Schutz. Und eine gewisse Öffentlichkeit können wir, das haben wir alle in der Hand, diesen Menschen, die im Exil leben und arbeiten, den können wir ihnen durch eine gewisse Plattform und Öffentlichkeit bieten. Menschen, die über das Leid reden, über Verfolgung sprechen und dafür eine Plattform und das offene Ohr von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekommen, wenn wir die Menschen sensibilisieren, da genauer hinzuschauen, das schützt all die Menschen, die wir schützen müssen. Im Zuge der Iran-Politik hat das BMI, also das Innenministerium, schon auf dem Schirm, was es da an Verfolgung durch iranische Geheimdienste etc. gibt. Und ich behaupte mal, auch wenn die Arbeit des BND vielleicht nicht unbedingt zufriedenstellend war bislang, dass die das durch die chinesische Geheimdienste nun auch auf dem Schirm haben. Also ich denke schon, dass es da auch ein Umdenken bei unseren Nachrichtendiensten gibt. Was wir machen können und müssen auch, ist die Zivilgesellschaft, die im Exil lebt, stärken. Und das können wir tatsächlich nur durch solche Formate wie heute Abend, durch Plattformen überall. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieses Thema der Menschenrechtsverletzung in China nicht vergessen wird. Ich weiß, es ist unheimlich schwierig bei all den zahlreichen Krisen, die wir momentan haben. Man weiß gar nicht, wo man den Brand zuerst löschen soll. Ob in der Ukraine, das, was Russland da veranstaltet, ob man es im Nahen Osten löschen soll. Aber das heißt nicht, oder das darf nicht passieren, dass andere Menschenrechtsverletzungen irgendwo ins Hintertreffen geraten. Danke, Frau Türk-Nachbauer. Herr Patzelt. Ich mache das immer aus, damit der Empfang besser ist. Also ich weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen soll zu dem Letztgesagten. Und Herrn Haidt kenne ich ja auch aus der Zusammenarbeit im Menschenrechtsausschuss. Wir sind uns da alle sehr nah, glaube ich, auch inhaltlich über Parteigrenzen hinweg. Ich habe vorhin das Wort Glaubwürdigkeit im Mund genommen. Und ich hatte das Gefühl, als ich mit den Uiguren zusammen in München vor dem Konsulat stand und wir haben gemeinsam gerufen und gefordert, dass das wirklich ein Ausdruck von Stärkung war für die im Exil lebenden und bedrängten Menschen, dass wir uns an ihre Seite stellen. Und als ich in
Hanoi stand mit den Vietnamesen vor dem vietnamesischen Gericht und mit ihnen zusammen protestiert habe gegen einen Schauprozess. Da hatte ich auch das Gefühl, die glauben mir, dass es mir ernst ist. Und ich denke, solche Zeichen sollten wir setzen und sollten sagen, ja, wir stehen an eurer Seite und die Menschen sind hier nicht schutzlos. Dass dann etwas passiert und dann protestieren wir wieder und dann kündigen wir Maßnahmen an. Nein, sie sind Menschen, sie sind mehr als Gäste, sie leben hier mit uns, sie leben nicht freiwillig hier. Sie mussten ihre Heimat verlassen und wir wollen an ihrer Seite sein und wollen sie stärken, mental auch. Und dann vielleicht einen Maßnahmekatalog erarbeiten, was wir zusammen uns ausdenken können, wie wir tatsächlich die Ohren und vielleicht sogar die Herzen von ausländischen Politikern erreichen können. Ich glaube da immer noch dran. Ich glaube dran, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, Einfluss zu nehmen. Ich bin von Haus aus Pädagoge. Wenn ich da nicht dran glauben würde, dann wäre ich schon am Ende. Wir müssen einfach Koalitionen bilden und konkret darüber nachdenken, was können wir denn tun. Heute Abend ist ja schon viel gesagt worden, aber dass wir das zusammen mit den Menschen, die hier im Exil leben und die aus Bedrängnis ihre Heimat verlassen haben, dass wir zusammen sowas buchstabieren und dann uns auch ein bisschen dran halten. Das können keine Eintagsfliegen sein und das können nicht nur Feiertagsreden sein oder Empörung, wenn wieder mal was passiert ist, sondern man muss da ein bisschen systematisch dranbleiben. Ja, vielen Dank, Herr Patzelt. Ich denke, es ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Für die Zivilgesellschaft, für alle, die Opfer von Repressionen geworden sind, jetzt bei uns leben, hier Zuflucht gefunden haben, sich auch engagieren, ist es außerordentlich wichtig, dass man diese Echokammer hat, dass man das Ohr hat im Deutschen Bundestag, in den Parlamenten, im Europäischen Parlament, dass man eben diese Unterstützung hat, dass eben zugehört wird. Und das ist ja auch die Hoffnung und auch der Ansatz der Zivilgesellschaft, dass auch Anregungen übernommen werden, dass daraus dann konkrete Dinge geschehen. Also ich kann das nur noch mal unterstreichen, was Sie auch gesagt haben, Herr Heid, Frau Nachbau, auch Herr Eroglu. Gleichermaßen ist es unheimlich wichtig, dass Sie ein offenes Ohr haben, dass Ihre Türen offen sind für Menschen wie Herrn Can, wie andere Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft. Herr Eroglu, bitte. Sie müssten sich laut schalten. Ich glaube, was auch wirklich nochmal ganz wichtig ist, dass wir halt die Türen offen lassen für Menschen aus China, die nach Europa kommen. Wir müssen das hier dokumentieren, lückenhaft dokumentieren, was dort in China gemacht wird. Und ich hoffe, dass ganz viele junge Menschen aus China nach Europa kommen, hier in Europa studieren, unsere Kultur kennenlernen und dass, wenn sie dann hier in Europa sind, dass wir dieses Verbrechen an der Menschlichkeit dokumentiert haben und die Menschen aus China, die nach Europa kommen, dass sie das hier sehen und von uns auch hier erzählt bekommen und mit dem Wissen nach Hause gehen. Denn ich möchte hier nicht das chinesische Volk unter Generalverdacht stellen, sondern bin der festen Überzeugung, dass es in ganz China ganz viele Menschen gar nicht wissen, was passiert mit dem Volk der Uiguren. Und deswegen immer alle Menschen aus China hier willkommen heißen, auch Unternehmer willkommen heißen, denen sagen, ja, wir reden gerne mit euch, aber wir müssen auch über Menschenrechte mit euch reden. Wisst ihr eigentlich, was in China, in Tibet, in Hongkong, in Taiwan los ist? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier gemeinsam setzen können und sollten, dass wir die Menschen aus China, die Han-Chinesen einladen, wenn sie hier sind, gastfreundlich sind und ihnen auch klar erklären, was eigentlich zu Hause los ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir setzen sollten, einfach gemeinsam. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte als Schlusswort Enver Can überlassen, den wir aus technischen Gründen am Anfang nicht gehört haben, jedenfalls draußen im Netz nicht. Lieber Enver, kannst du bitte noch mal ausführen und deine Anmerkung machen, jedenfalls vielleicht als Schlusswort umformuliert, wenn du so willst, weil ich denke, das ist natürlich sehr wichtig, dass du auch als derjenige, der sich für Ilham Tohti so sehr einsetzt, hier dann doch noch mal ein gewichtiges Wort zu sagen hat. Enver, bitte. Danke, Kai, nochmal. Also ich habe mitbekommen, da gab es technische Probleme am Anfang und
ich sollte meinen Vortrag nochmal lesen. Habe ich so verstanden, richtig? So. Ilham Tohti war eine renommierte uigurische Wissenschaftsprofessor an der Pekinger Universität für Nationalität und eine Verteidiger der Rechte des uigurischen Volkes, der über 2 Jahrzehnte lang zahlreiche Probleme des uigurischen Volkes konstruktiv angesprochen und sich unermüdlich für den Dialog und das Verständnis zwischen Uiguren und Han-Chinesen sich eingesetzt hat. Seine Arbeit zog ein breites internationales Publikum an, darunter auch chinesische Intellektuellen, die ihn als Mandela der Uiguren bezeichneten. Aber der visionäre uigurische Führer wurde am 23. September 2014 wegen angeblicher Anstiftung zum Separatismus zu lebenslanger Haft verurteilt. Damals Dr. Teng Biao, auch eine Han-chinesische Wissenschaftler, der in den USA lebt, hat gesagt, Ilham Tohti gehört nicht zum Gefängnis, sondern verdient Friedensnobelpreis. Ilham Tohti setzt sich unermüdlich für Dialog, Koexistenz und Rechtsstaatlichkeit ein und forderte die Umsetzung der verfassungsmäßig garantierten Autonomiegesetze. Seine Charisma, seine exzellenten Kenntnisse in Chinesisch und sein umfangreiches geopolitisches Wissen zogen viele Studenten jeglicher Herkunft, Uiguren, Tibeter, Mongolen, Han und sogar ausländische Studenten an. Obwohl die KP Chinas geplant hat, Ilham Tohti hinter Gittern mundtot zu machen, wurde der uigurische Gelehrte bis heute mit mehr als 10 internationalen Menschenrechts- und Freiheitspreisen ausgezeichnet und ist in internationalen Foren als mutiger Freiheitskämpfer weitaus bekannt. Ilham Tohti hatte diese schreckliche Politik der KP Chinas gegen unser Volk, nämlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, kommen sehen. Die Angriffe auf unsere Sprache, Kultur, Tradition, Art, Kleiden, Essen, Beten. Ilham Tohti, der versucht hatte, diese Katastrophe zu verhindern, zahlt nun einen hohen Preis für seinen außergewöhnlichen Mut und seine Engagement für das Rechte und Freiheit seines Volkes. Die KP Chinas unter der Führung von Xi Jinping war in Wirklichkeit nicht daran interessiert, das Problem zu lösen, anstatt Ilham Tohtis realistischen Ansatz für einen Dialog zu nutzen. Plante sie, den uigurischen Wissenschaftler hinter Gittern zum Schweigen zu bringen, um ihre Politik des Völkermordes umzusetzen. Seine lebenslange Inhaftierung war das erste Zeichen der verstärkten repressiven Politik gegen Uiguren und andere turkstämmige Bevölkerung und eine deutliche Warnung sowohl an das uigurische Volk als auch an die internationale Gemeinschaft, dass selbst eine friedliche und gemäßigte Stimme, eine Brückenbauer wie Ilham Tohti, die für die Stabilisierung des Landes nützlich gewesen wäre, nicht toleriert wird. So begann China, wie zuvor geplant, mit dem Bau seiner Lager, um Millionen von Uiguren und Angehörigen anderer turkstämmiger Völker, darunter Tausende von Intellektuellen, unrechtmäßig und willkürlich zu inhaftieren und zu Gehirnwäsche zwingen. Große Universitätsprofessoren, Wissenschaftler,
Schriftsteller, Musiker und Ingenieure wurden in dieser Lager geschickt, um eine Gehirnwäsche unterzogen zu werden und angeblich anständige chinesische Bürger zu werden. Das ist eine echte Farce. Die geschätzte Zahl der uigurischen und anderen intellektuellen und kulturellen Eliten, die derzeit in irgendeiner Form inhaftiert sind, beläuft sich auf mehr als 300. Ihre Verfolgung ist ein wesentlicher Bestandteil von Chinas völkermörderische Kampagne. Der Angriff auf die intellektuellen und kulturellen Eliten könnte eine neue Form des Elitenmordes darstellen, mit dem die kulturelle Identität der Uiguren ausgelöscht werden soll. Der Einsatz dieser neuen Form des Elitenmordes durch die chinesische Regierung deutet auf eine völkermörderische Absicht bei ihrem Versuch hin, die kulturellen Strukturen des uigurischen Volkes zu zerstören. So weisen Wissenschaftler darauf hin, dass diese Kampagne gegen intellektuelle und kulturelle Produzenten darauf abzielt, die kulturelle Besonderheit der Uiguren zu zerstören und ihre Assimilierung in ein homogenes China zu erleichtern und eine Endlösung zu finden. Als Bewahrer des kulturellen Erbes sind die Eliten seit langem eine treibende Kraft bei der Gestaltung des kollektiven Gedächtnisses. Gemeinsame Werte und Normen sind. In dieser Hinsicht ist die Verfolgung der uigurischen und anderen Eliten ein Beweis für die Absicht des Parteistaates, die uigurische, kasachische, kirgisische und andere Bevölkerungsgruppen ihrer Führungsrolle und jeder Chance auf Selbstgestaltung zu berauben. Ilham Tohti wurde in Isolationshaft gehalten, ist incommunicado. Seine Frau Güzel Nur durfte ihren Mann in den letzten 7 Jahren nicht besuchen. Und wir wissen nicht, ob der Wissenschaftler noch am Leben ist. Als wir vor 7 Jahren erfuhren, dass ein Visionär, uigurische Gelehrte namens Ilham Tohti, der die verfassungsmäßig garantierten Rechte des uigurischen Volkes fordert, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, haben wir mit Hilfe einiger europäischer Freunde die Ilham Tohti-Initiative ins Leben gerufen, um ihn in internationalen Foren bekannt zu machen und sich für seine Freilassung einzusetzen. Hier möchte ich nochmals ehemalige Bundestagsabgeordnete Margarete Bause für ihren mühelosen Einsatz für Menschenrechte, insbesondere für uns Uiguren, bedanken. Sie war damals als Fraktionschefin der Grünen in der Bayerischen Landestag Gastgeberin der Gründungsversammlung für Ilham Tohti Initiative e.V. in München. Frau Bause, zusammen mit Michael Brandt, November 2018 die erste Beratung der uigurischen Menschenrechtslage in der Bundestag in Form einer parlamentarischen Frühstück organisiert. Hiermit bedanke ich mich auch bei Herrn Brandt, weil er mit viel Mühe und Fleiß ermöglicht hat, dass wir unsere Tagung zur Menschenrechtslage der Uiguren letztes Jahr in der Hessischen Landesvertretung in Berlin durchführen konnten. Wir haben Ilham Tohti zunächst dem Europäischen Parlament vorgestellt und um seine Nominierung für den Sacharow-Preis gebeten und ihn für zahlreiche internationale Menschenrechtspreise nominiert.
darunter auch Menschenrechtspreis der Stadt Weimar, die ich in seine Vertretung entgegengenommen habe. Unser nächstes Ziel ist der Friedensnobelpreis, für den er seit 2018 ständig kandidiert wurde. Laut Medienberichte in den letzten Jahren bei der Auswahl, er war eine von 5 Finalisten. Bislang wurde Ilham Tohti von vielen Wissenschaftlern und Parlamentariern weltweit für den Friedensnobelpreis nominiert, darunter auch von Martin Passelt und Frank Schwabe. Hiermit bedanke ich euch. Natürlich werden wir unseren Kampf für die Freilassung von Ilham Tohti und unsere Anstrebungen für seine Nominierung zu den Friedensnobelpreis in den kommenden Jahren verstärkt mit Unterstützung unserer internationalen Verbündeten und Freunde fortsetzen. Bin der Meinung, sicherlich Ilham Tohti verdient den angesehensten Menschenrechtspreis im Namen seines Volkes als Anerkennung für dessen Leiden, weil er sich für die Rechte und Freiheit der uigurischen Nation sich geopfert hat. Dankeschön. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ein paar Sachen mal vortragen, nachdem ich gehört habe, meine lieben alle Gäste. Ich weiß nicht, ob in Deutschland das bekannt ist. Ich glaube, es ist schon bekannt. Aber ich wollte nochmal gesagt haben, dass die Parteiführung in Beijing, die haben ja alle 5 Jahrespläne. Und die planen 5 Jahre, 10 Jahre vorher, wie die mit Deutschland, mit Bundesregierung, mit deutscher Gesellschaft, mit Wissenschaftlern hier, mit der Öffentlichkeit umgehen. Und gerade wenn man spricht über eine Bilanz zwischen Wirtschaft und Politik und dann Wirtschaft und Menschenrechte, das wissen sie schon viel, viel besser, die Herrschaften in Beijing. Und die wissen auch, unsere Wirtschaft geldorientiert ist und für Profit, die können vieles, die glauben, für Geld, für wirtschaftliche Vorteile, die können viel kaufen. Also, in diesem Sinne möchte ich sagen, also unsere Menschenrechtspolitik in der Bundesrepublik, auch in Europa, Sie haben schon angesprochen, muss glaubhaft sein und die Herrschaften dort, die Diktatoren, die autoritären Regime, müssen daran glauben oder dass wir ernst meinen. Ansonsten, wie angesprochen wurde sowieso, die Menschenrechtspolitik bleibt zwischen den Lippen in einer Ebene und das geht so weiter und es bringt nicht. Das wollte ich mal als Betroffene nochmal angesprochen haben. Und natürlich, wie Kai gesagt hat, ich bedanke mich, dass liebe Abgeordneten, lieber Herr Passelt, Herr Erolo, danke, dass Sie die Zeit genommen haben und für Ilham Tohti, sein Schicksal und Schicksal der alle Uiguren, um ihre Zeit zu geben und darüber Gedanken zu machen und unsere Einladung angenommen haben. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Enver, für dieses Schlusswort und für deine mahnenden Worte. Vielen Dank an die Diskutierenden. Vielleicht können wir mit dem Wunsch enden, oder mit dem Punkt enden, dass wir uns wünschen, dass Ilham Tohti in der Tat den Friedensnobelpreis erhält. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn er seinen nächsten Geburtstag in Freiheit verbringen kann. Darauf wollen wir alle hinarbeiten und hoffen und uns engagieren. Vielen herzlichen Dank an alle Diskutierenden, auch alle